Es ist relativ kurz. Es hat auf einem Slide Platz. Wir haben das schon relativ viel gebettet. Vielleicht hast du es nicht ganz so viel gebettet, aber ich bin mir ziemlich sicher, fast alle haben schon mal gebettet, wenn es nur an einer Beerdigung war. Und ich habe manchmal Mühe mit Sachen, wo einfach immer gleich ist. Ich habe so gerne Veränderung. Die Sachen müssen sich bei mir einmal verändern, müssen in Bewegung sein. Auch ich bin gerne in Bewegung. Und dann habe ich manchmal Mühe mit so Sachen, die einfach gleich sind. Und dann läuft das einfach so automatisch ab. Kennt ihr das? Aber es ist ja eigentlich eben so ein Workshop gewesen, hat der Reto letzten Sonntag gesagt. Die Jünger haben, die Freunde von Jesus haben ihn gefragt, kannst du uns lehren zu beten? Und dann hat er gesagt, okay, wir machen einen Workshop, jetzt zeige ich euch, wie es geht. Und er hat uns dann so einen Leitfaden gegeben. Und das ist eben eigentlich nicht einfach so zum oben beten. Es ist nicht so eine christliche Zauberformel, wo man oben schwätzen kann und dann hat man es abgehökelt. Es ist auch nicht einfach etwas, das man an der Beerdigung bringt, sondern es ist etwas, wo man in den Alltag einbauen kann. Und das wollen wir mit dieser Serie anschauen. Wie können wir das in den Alltag einbauen? Und was bedeutet das? Der Reto hat letztes Mal eine kleine Einführung gemacht, wenn du nicht da warst, muss ich dir noch mal ganz kurz streifen, weil es ist mega wichtig, oder? Ich liebe eigentlich die jüdische Kultur, weil sie machen die Sachen so praktisch. Ist dir auch schon gegangen, dass du jetzt das Vaterunser beten und dann hast du nicht mehr genau gewusst, was jetzt genau wo kommt? Mir ist es mal an einer Beerdigung gegangen. Also ich bin nicht einfach an der Beerdigung gewesen, sondern ich habe Beerdigung gehabt, oder? Und dann ist es ein bisschen blöd, wenn du jetzt nicht weisst, wie... Ja, genau. Ich denke, das packe ich schon. Ich habe es heute immer gedruckt. Aber wenn man nämlich die Struktur ein bisschen anschaut, dann merkt man, dass es so cool ist, es hat nämlich eine Anrede. Da hat der Reto das letzte Mal darüber geredet. Und wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, hört die oder schaut die nach. Es ist darum gegangen, unser Vater im Himmel. Es ist wichtig, dass wir wissen, zu wem wir beten. Es ist wichtig, dass wir wissen, mit wem wir reden. Je nachdem ist das unterschiedlich. Also es hat eine Anrede und dann ist sie in 2 Teile unterteilt. Dann können wir nämlich nachher, und das beschäftigen wir uns heute mit, 3 Bitten, die sich um Gott drüllen. Wir bitten also Gott etwas für ihn. Das ist eigentlich noch komisch, oder? Und erst dann kommen 3 Bitten, die für uns um uns handeln. Und die 3 Bitten, die wir heute miteinander anschauen wollen, ich habe die mal da ausgedruckt. Das sind die 3, der Teil, wo wir uns heute beschäftigen. Dein Name, oder dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, das ist der Titel dieser Predigt heute. Und dein Wille soll geschehen. So eine 3-fache Bitte, wo wir heute reintauchen wollen. Und wir fangen an mit dem Reich. Lass dein Reich kommen. Das Anbrechen vom Reich Gottes ist wahrscheinlich die zentrale Lehre von Jesus. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie er sehr viel über das geredet hat. Er braucht so manchmal ein anderes Wort. Er redet viel vom Himmelreich. Ja, wieso redet er denn vom Himmelreich? Die Juden haben das Wort Gott ja nicht ins Maul genommen. Also haben sie nicht können sagen, Gottes Reich soll kommen. Darum hat er vom Himmelreich geredet, dass jeder über das hat können reden. Und das müssen wir ein bisschen auslegen, oder wir müssen schauen, was heisst das für uns, dass wir das in unser Gebetsleben einbauen können. Gottes Herrschaftsbereich oder Gottes Reich oder das Himmelreich ist dort, wo er Einfluss hat, wo er Einfluss kann einnehmen kann, wo er sein Wille zur Geltung kommt. Das ist eine ganz kurze Definition. Wir haben gemerkt, in der Seriensitzung, eigentlich hätte man nur eine Predigtserie über das Reich Gottes machen können. Wir streifen das einfach so. Es geht um den Bereich auf der Erde und in den Himmel, wo Gott seinen Herrschaftsbereich hat. Und da heisst es, wir sollen beten, Jesus weist uns an, lass dein Reich kommen. Und eigentlich ist das ein bisschen paradox, weil er selber gesagt hat, hey, das Reich ist abgebrochen mit mir. Der Johannes Täufer kündigt ihn an und sagt, den Buß kehrt um. Das Reich Gottes ist da, mitten unter uns. Wir sehen also, mit Jesus hat das Reich angefangen. Mit Jesus ist das Reich gekommen. Das ist mitten unter uns. Und jetzt liegt 2000 Jahre dazwischen. Also muss es ja wahrscheinlich zugenommen haben. Aber wir alle sehen das und merken, dass das Reich eben noch nicht vollständig da ist.
Ich weiss nicht, mir ist heute Morgen bewusst gegangen, als ich aufgestanden bin. So ab 30, also alle, die noch nicht 30 sind, ich will da jetzt nicht entmutigen, oder? So ab 30 steht man auf und dann knackt es. Und dann merkt man, Gottes Reich ist noch nicht in der Fülle da. Man merkt schon ein bisschen früher, dass Gottes Reich noch nicht in der Fülle da ist nämlich, wenn der Wecker schellt. Weil die Gedanken, die ich dann einmal habe, die sind nicht sehr himmlisch. Man probiert dann abstellen, oder? Ja. Gerade wenn man heute, wie ich, noch ein bisschen früher sollte oder will aufstehen, will man die Familie nicht wecken, oder? Und dann geht das nicht, oder? Genau, dann merkt man, Gottes Reich ist noch nicht in der Vollendung da. Man kann aber auch einfach die Zeitung lesen oder um sich herum schauen. Und es wird einem bewusst, es hat noch Luft nach oben. Und die Bitte, die uns Jesus aufgetragen hat, dein Reich soll kommen, das ist eine Bitte, die in 2 Richtungen geht. Es ist nämlich die erste Richtung, ist eine Richtung, sein Reich soll kommen, nämlich wir sollen beten, dass sein zukünftige Reich endlich kommt. Wir sollen beten. Ich habe so den neuen Himmel, oder? Habe ich so ein Wülchli und dann einen Liegestuhl mit einer Palme, mit einem Drink. Das ist für mich. Nein, eigentlich müsste es glaube ich noch ein Velo haben oder so. Aber das ist mal, wir lassen es mal so. Wir sollen darum beten, dass Gottes Reich kommt. Dass der neue Himmel anbricht. Es ist eine Generationenfrage. Ich mag mich noch erinnern, meine Großmutter ist schon ein Zeitchen lang, will sie nicht mehr unter uns, aber sie hat so eine Zukunftshoffnung gehabt. So Kriegs- oder Nachkriegsgeneration. Die noch Herdöpfel abbauen im Garten. Nicht, weil es einfach in war, Urban Gardening, sondern weil sie Angst hatten, dass es nicht lange. Sie hat auch Teigwarensäcke behalten, zum Gutzleinen an Weihnachten, oder? Genau. Aber sie hatte so eine Zukunftshoffnung gehabt. Wenn sie von Jesus erzählt hat, ich mag mich erinnern, Geschichten, die sie uns erzählt hat, sie hat eine Zukunftshoffnung auf das neue Reich, auf den Himmel. Und sie hat uns einmal so beschrieben. Heute leben wir viel mehr im Heute und Jetzt. Vielleicht kehrt es wieder. So die aktuelle Lage, denke ich manchmal. Aber Jesus ruft uns auf und sagt, hey, betet, dass das Reich kommt. Und er beschreibt das Reich. Oder Johannes in seiner Vision, er hat die Vision von Jesus, der Johannes beschreibt die in der Offenbarung 21, 3-4. Dort heißt es, ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Gott ist mitten unter uns denn. Oder wir sind mitten bei ihm. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, kein Klagen, kein Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist das Bild, das er malt. Und er sagt, hey, lernt für das Betten. Und ich weiss nicht, vielleicht ist es bei dir ganz anders, aber ich habe mich früher schon gemerkt, ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Jesus, komm, lass dein Reich anbrechen. Komm mit deiner ganzen Herrlichkeit. Ich will dich fragen, wie sieht es mit deiner himmlischen Perspektive aus? Hast du eine himmlische Perspektive? Hey, wenn wir eine himmlische Perspektive haben, von dem, was da beschrieben ist, glaube ich, leben wir auf dieser Erde anders. Und das können wir überprüfen, mit was beten wir. Wie beten wir? Mich hat das challenged. Das ganze Vaterunser hat mich nochmal neu challenged. Wir bitten ihn also, dass er seine Herrschaft ausbreitet zur Vollkommenheit. Oder auch, dass die lebensfeindliche Mächte unter uns endlich ein Ende findet. Ist die Bitte eine Hoffnung für dich? Eine Hoffnung für dich und für dein Umfeld? Mich fordert das raus. Dann ist eine zweite Dimension. Es geht nämlich, dass wir bitten, dass sein Reich sich jetzt ausbreitet. Unter uns, dass das zunimmt. Ich habe so ein Ürli gemacht und genau angeschrieben. Dass wir beten, dass das jetzt anfängt. Im Heute. Gottes Reich soll sich heute ausbreiten. Gottes Reich hat angefangen mit Jesus und er hat sich mit ihm angefangen zu manifestieren.
Und er hat gesagt, spannend, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Es hat also nicht ein König, der auf dem Thron hockt. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn Gottes Reich ist jetzt schon da, unter uns. Es ist jetzt. Es ist jetzt. Und wir sollen uns einsetzen mit dem Gebet. Sollen wir uns beten. Wir sollen Gott bestürmen, dass es jetzt mehr und mehr zunimmt. Ja, wie machen wir das? Der Karl Barth, das ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten, bedeutendsten Theologen im 20. Jahrhundert, ein Schweizer. Und der hat so ein gutes Zitat über das Beten. Er sagt nämlich, so ja auf dem Screen, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, steht in der Zeitung. Ein blitzgescheiter Mann. Und so praktisch. Er hat gesagt, wie wir beten sollen, hat uns Jesus gelernt mit dem Vater unser. Was wir sollen beten, sehen wir in der Zeitung. Auch da wieder, lassen wir uns von diesen Sachen, auch vom Leid, vom Schlimmen in unserem Umfeld dazu bewegen, für das einstehen und sagen, dein Reich soll kommen. Jesus, dein Reich soll kommen. In die Krankheit von meiner Nachbarin, in der zerbrochenen Ehe, in der Familie, das und das in der GVC, in den Ukraine-Krieg. Dein Wille, dein Reich soll kommen. Und da wollte ich eine Klammer drauf machen. Ich habe nämlich letzte Woche mich ein paar Mal verwünscht. Und ich musste mich fragen, glaube ich überhaupt noch, dass Gott kann und will übernatürlich eingreifen? Am Donnerstag ist einmal so ein Ukraine-Gebet, oder? Haben ein paar deutsche Theologen angefangen. Ich habe mich verwünscht mit dem Gedanken, bringt es das überhaupt? Kennt ihr so Situationen, wo wir uns fragen, bringt es überhaupt? Wo hast du aufgehört, dafür zu beten, dass dass Gottes Reich in deinem Alltag, in deinen kleinen, in deinen grossen und in den globalen Problemen sein Reich kommt und er mit seinem Power reinkommt? Wo haben wir aufgehört, für die Leiden vom Ehepartner zu beten, weil wir jeden Abend oder jeden Morgen das Gleiche beten müssen? Jesus ruft uns zu. Wir sollen beten, dass sein Reich im Jetzt kommt. Dann gehen wir zum Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und dort hat es ja schon so einen Zusatz dabei, wo heißt im Himmel so auf Erden. Ich habe da probiert, so eine Erde zu zeichnen. Wir beten doch so schnell unsere Anliegen ab. Wir kommen vor Gott und wir beten für das, eben für das Gebrechen, für den Ehepartner, für die Kinder, die nicht spuren. Vielleicht beten wir mehr für die Kinder, wenn sie nicht spuren, als wenn sie spuren. Für das, was uns wichtig ist, für Karriere, für alles, was da ist, oder? Die Frage ist doch, was ist Gottes Wille? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Was ist Gottes Wille? Ich hätte aus dem Buch heraus gesagt, ich weiss schon, was Gottes Willen ist. Ja, wir sehen es ja. Es ist ja auch eigentlich das, was da ein bisschen beschrieben ist. Aber ist es manchmal doch nicht auch so neblig? Ist es manchmal doch nicht auch noch schwierig, zum genau zu wissen, was Gottes Willen ist? Könnte es sein, dass wir, wenn wir beten, nicht immer, aber ab und zu bitten, mein Wille soll geschehen? Natürlich beten wir das so fromm, dass der Paul merkt, nein, das tönt das schon noch wie jetzt der Meta, wie beten, dass Gottes Willen soll geschehen, oder? Und ich glaube, da innen müssen wir den richtigen Fokus haben. Der Reto hat das Tischli aufgestellt. Er hat gesagt, in einer Beziehung ist es wichtig, dass wir so eine Zweisamkeit haben, dass wir so ein Tête-à-Tête haben. Er hat gesagt, er kann am besten mit Leuten reden, wenn er mit ihnen anhockt, wenn man vielleicht etwas trinkt, wenn man etwas isst. Und wir sehen da, können uns Jesus als Vorbild nehmen, wie er einmal so ein Tête-à-Tête mit dem Vater gehabt, wie er mit dem Vater verbunden war. Jesus ist nicht den ganzen Tag verklärt rumgelaufen mit so Noise-Canceling-Kopfhörer und ist verbunden über Bluetooth mit dem Handy mit dem Vater. Und er hat nur das gemacht und hat sich von nichts ablenken lassen.
Nein, aber er hat seine Zeiten mit dem Vater, wo er näher mit ihm verbunden war. Und nachher ist er raus. Wir lesen viel, dass er am Morgen oder in der Nacht mit seinem Vater Zeit verbracht hat. Und daraus stammen die Aussagen wie: Ich rede von dem, was ich beim Vater gesehen habe. Und auch ihr habt einen Vater, auf dessen Anweisungen ihr hört. Oder Jesus hat sogar gesagt, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Er hat sogar gesagt, das ist das, was mich nährt, wenn ich das ausführe, was er mir aufgetragen hat. So wie Jesus redet, hat man wirklich gesehen, dass er um den Willen gerungen hat und dass er den umgesetzt hat. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist Jesus, gell? Also ich meine, ja, der ist ganz gut gewesen. Klar, auch ganz Mensch, aber er ist ganz gut gewesen. Logo hat eine spezielle Verbindung mit Jesus, mit Gott dem Vater gehabt. Der hat doch einfach gewusst, was machen. Der ist wahrscheinlich angeguckt, bumm, ist die Beziehung da gewesen. Ja, das ist nicht wie bei mir, oder? Wo du morgen aufstehst und nachher fängt es an zu trüllen und Probleme. Oder ich bin abgelenkt. Dann sehe ich das und dann hat mir noch Staubsaugen und nachher bin ich endlich in die heilige Stimmung hineingekommen, wo Gott jetzt gerade anfängt zu reden und dann kommt sicher ein Kind. Und braucht ein Nasentüchlein, weil es eine ganz schlimme Schnuddernase hat oder umgekehrt ist und ein Fläschchen braucht und schlimm blutet, oder? Man sieht kaum etwas. Manchmal haben wir vielleicht eine romantische Vorstellung, wie es bei Jesus gelaufen ist. Wir sehen auch, wie Jesus um den Willen gerungen hat. Gerade im Garten Gethsemane lesen wir, wie er zum Vater betet: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Oder im Luther heißt es eben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er betet das nicht einmal. Wir Menschen sind ja manchmal ein bisschen schwer vom Begriff, oder? Den Kindern muss man manchmal Sachen dreimal sagen, die können wir dreimal fragen. Jesus betet dieses Gebet dreimal. Dreimal. Unser Jesus, unser Vorbild, war im Seich gewesen, darf man einmal sagen. Und wenn doch Jesus um den Willen vom Vater gerungen hat, wie viel mehr sollen nicht wir um den Willen von unserem Vater ringen? Und darum ist es so wichtig, dass wir verbunden sind mit dem Vater, dass wir seine Stimme kennen. Je mehr, dass wir mit jemandem Zeit verbringen, je mehr wissen wir, was ihm wichtig ist. Sein Wille soll geschehen oder dein Wille geschehe. Ich habe mich gefragt, durch wen? Also wenn ich bete, dein Wille soll geschehen, habe ich auf einmal gemerkt, ich habe eigentlich die Erwartung, dass er seinen Arm bewegt. Also ich muss noch ein bisschen mehr beten und dann bewegt er seinen Arm. Ja, aber wenn man da in den Text taucht, wenn man die Grammatik anschaut, wenn man die jüdische Tradition anschaut, dann merken wir, dass ein Unterschied ist zwischen «Lass dein Reich kommen» und «Deinen Willen geschehen». Also da haben wir es schon gehabt. Jetzt wird es wirklich ein bisschen tricky für mich mit meinen Zeichnungskünsten, die müssen mir vergeben. Das sollten zwei Hände sein, die beten. Ja. Also, lasst euch von dem nicht ablenken. Lass dein Reich kommen, geht es darum, dass wir in Fürbitte einstehen, dass wir in etwas hineinbeten, dass wir sagen, dies Reich soll kommen. Jetzt kommt der elementare Unterschied. Dein Wille soll geschehen, ist etwas anderes. Dein Wille soll geschehen, ist nämlich eigentlich ein Bitte. Zeig mir, was ich tun soll. Rüst mich für das aus, was da unten geschehen soll. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind an Jesus Stadt auf dieser Erde. Es hat mich schön gestrahlt. Vielleicht bete ich nicht mehr einfach ganz so einfach, dein Wille geschieht.
Aus der jüdischen Wendung bedeutet es, dass wir seinem Willen Folge leisten. Dass es in die Praxis kommt. Harte Arbeit. Aber wisst ihr was? Wir sind eben nicht Marionetten von Gott. Er nimmt nicht uns, greift in die Welt ein und nimmt uns und schaut, dass dann wir noch das machen, was er sagt. Nein, er sucht sich ein Gegenüber. Ein Gegenüber am Tisch, wo er sein Herz teilen kann. Und wir aus dieser Liebe, aus dem Gegenüber, nachher können den Auftrag ausführen. Jesus geht sogar mit dem Volk recht hart ins Gericht, weil sie seinen Willen nicht ausführen. Er sagt, das Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Wo sind unsere Motive falsch? Wo sind unsere Motive schlicht falsch? Die haben es alle gut gemeint. Da hat niemand gesagt, jetzt gründen wir unsere eigene Religion. Nein, ihre Motive sind falsch gewesen. Ich glaube, sie sind nicht an dem Tisch mit dem Vater gehockt. Ein Bibelausleger geht so weit, dass er sagt, in Gottes Schöpfung tun alle Geschöpfe seinen Willen, außer die Menschen und die Engel. Und wir können uns entscheiden, wieder in Gottes Willen hineinzugehen. Es geht nicht um eine Pflichterfüllung, lass mich das ganz deutlich sagen, sondern es geht darum, dass wir das tun, weil wir spüren, wie es dem anderen wichtig ist. Wenn ich den Kübel raustrage, dann er zusammenstoßen, dass er ein bisschen mehr Platz hat. Für meine Frau. So sollen wir die Sachen machen, wo wir merken, ist unserem Gott wichtig. Wenn wir mit dem himmlischen Vater am Tisch sitzen, wenn wir seine Liebe spüren, wird das immer zu einer Aktion führen. Liebe führt immer zu einer Aktion. Liebe kann nicht selbstbestimmend sein. Liebe führt immer in etwas Praktisches. Hey, wir sind Gesendete. Jesus hat gesagt, wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Ich habe das nicht erwartet, dass das im Vater unser innen ist, ehrlich gesagt. Wir haben ja das Bild, unser Visionsbild, Stadt auf dem Berg. Und jetzt sind 2, 3 Leute zu mir gekommen und haben gesagt, das ist doch ein bisschen statisch, das Bild, oder? Wir müssen ja einfach in der Stadt drin sein und dann leuchten wir. Ist das Rettungsboot nicht besser gewesen? Ich habe aber 2 Vers nachher, nachdem ihr seid wie eine Stadt auf dem Berg, heisst es, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euer Vater im Himmel preisen. Wenn wir seinen Willen tun, sehen die Leute den Vater. Also da ist es Pfeil, oder? Ins Tun. Und jetzt haben vielleicht die ganz Schlauen unter euch gemerkt, ja, wie hat er denn in der Mitte angefangen? Was ist denn, dein heiliger Name soll geehrt werden? Hey, auch etwas mega spannend. Wieso heisst es dein heiliger Name? Eben wieder, den Namen Gottes hat man nicht dürfen aussprechen, darum hat man das gesagt. Und ergo kann man daraus folgen, es geht darum, dass man seinen Namen nicht missbraucht. Es geht darum, dass man Ehrfurcht hat vor unserem Gott. Aber auch wieder aus der Grammatik heraus sieht man, dass sein Name geehrt wird. Nicht einfach, wenn wir ihn anbeten, nicht einfach, wenn wir Worship machen, sondern sein Name wird vor allem verherrlicht, wenn wir seinen Willen tun. Hey, ich habe nicht gewusst, dass Vater unser so praktisch ist. Für mich war das immer so ein bisschen eine Theorie gewesen. Ich sage nichts dagegen, dass wir hier eine Worship machen. Dass wir vielleicht wieder mal eine Worship Night haben, wo wir länger den Gott anbeten. Aber Gottes Namen verehren, ihn anbeten, tun wir mit unserem Leben. Und vor allem, wenn wir uns einsetzen, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht durch uns. Hey, und die gute Nachricht ist, du musst nicht einmal stark sein, weil Gott sagt, ich bin in den Schwachen stark. Es ist wahrscheinlich einfacher oder besser, du bist schwach und du bist dir das bewusst, als wenn du das Gefühl hast, du bist stark und hast es im Griff. Dann bist du nämlich wieder nicht mehr an dem Tisch gewesen. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, du hast es im Griff,
hast nicht mehr das Ohr bei dem Daddy am Tisch. Sein Name soll verherrlicht werden. Jesus hat zweimal im Matthäus-Evangelium kurz nacheinander den Pharisäern gesagt, wenn jemand barmherzig ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Zu dieser Zeit sind Opfer und Gaben Worship gewesen. Ein Opfer ist eine Annäherung an Gott. Und Gott sagt, hey, das finde ich super. Aber mir ist lieber, ihr seid barmherzig. Mir ist lieber, ihr setzt euch ein, dass mein Wille auf dieser Welt umgesetzt wird. Hey, mich fasziniert total, was in diesen 3 kurzen, simplen Sätzen drin ist. Mich begeistert es, was das für eine Tiefe überkommt. Und hey, wenn du so anfängst zu beten, ich habe es diese Woche gemacht, dann ist das Vaterunser, geht auf einmal eine halbe Stunde lang, oder? Und es ist nicht nur beten, sondern eigentlich kommst du nachher mit einem Auftrag raus. Ein Bibelausleger, eigentlich noch ein liberaler, noch ein kritischer, der hat gesagt, dass du eigentlich deine Reife, deine geistliche Reife kannst messen, was der Outcome aus deiner stillen Zeit ist. Wenn es nämlich nicht etwas Praktisches hat, seinen Alltag, dann kann es gut sein, dass wir vielleicht gar nicht so reif sind, wie wir gedacht haben. Back to start, oder? Nochmal an das Herz Gottes und uns von ihm bewegen lassen. Hey, ich will nochmal zusammenfassen. Sein heiliger Name soll geehrt werden, in dem, dass wir mit unserem Leben ihn verheeren. Sein Reich soll kommen, wir sollen uns dafür einsetzen und vor allem dafür beten, für die Sachen rundherum. Und wir müssen an einen Gott glauben, der heute im 22 Berge versetzen kann. Und sein Wille soll geschehen durch uns. Und wir sollen beten, dass wir für das ausgerüstet sind. Wir kommen jetzt in unsere Worship-Zeit hinein. Und da geht es darum, zum Gott anbeten. Und wir werden auf der Seite dann die Vers noch stehen haben. Extra bleiben sie über die ganze Worship stehen. Und ich will dich auffordern, vielleicht geht es in diesem Worship-Block weniger jetzt, dass du den Gott einfach spürst und dass es dir gut geht. Also ich weiss nicht, mir geht es einmal so, oder? Habt ihr auch schon auf dem Highway euch überlegt, wie gut ist der Worship war und die haben es damit gemessen, wie gut ich mich gefühlt habe, wie er auf mich eingegangen ist. Sondern lasst uns in dieser Zeit auf den Gott eingehen. Wir haben ein Ministry-Team, hey, und die betet für euch. Die betet für euch, wenn ihr vielleicht sagt, hey, ich bin nicht so der Better. Hey, dann gibt dir ein Segen von Gebetsteam, das es lieben zum Betten. Du kannst auch für dich beten lassen, dass du sagst, ich weiss gar nicht, was Gottes Willen ist, oder ich habe den Mut nicht, oder ich habe die Kraft nicht. Ich komme mit mir selber zu Schlag. Hol dir einen Segen vom Gebetsteam. Oder kick den rechts oder links an und sagst, hey komm, ich brauche einen Segen. Oder du sagst, hey, ich will nochmal neu, dass mein Gott mit meinem Leben geehrt wird. Du kannst das hier vor Ort machen und natürlich auch in unserem Online-Gebet. Du kannst den Button drücken und unsere Hosts werden mit dir beten. Aber du darfst natürlich auch gehen, wenn du ein körperliches Gebrechen hast. Ist ja auch, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, wenn wir dort gesund werden. Hey, steht auf, ich will noch beten. Etwas haben wir vergessen, oder? Wir haben unsere Alpha-Tafel. Manchmal müssen wir uns auch nicht fragen, wer ist mein Nächster, oder? Jesus sagt, oder im 2. Timotheus heißt, hey, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und der Alpha fängt am Donnerstag in einer Woche an. Wieso nicht Gott fragen, hey, wer gibst du mir aufs Herz? Wer könnte dich einladen? Das ist eine mega gute Möglichkeit, um Leute einzuladen, dass sie Gott kennenlernen können. Steht doch auf, ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Es übersteigt mein Verständnis, dass du, wo Himmel und Erde gemacht hast, dass du mit mir, mit uns, dein Reich bauen willst. Ich danke dir, dass wir mit dir so an einen Tisch hocken, dass wir mit dir ein Tête-à-Tête haben und dass du uns brauchen willst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns vorgebetet hast, wie wir beten sollen. Und Jesus, ich bitte dich für den Sonntag, dass wir nochmal neu lernen, ein bisschen von uns weg zu fokussieren, auch mehr auf dein Reich zu fokussieren. Ich bitte dich, dass du uns Sitzleser gibst, um zu dir anzuhocken und anstatt einfach loslabern, dass wir bereit sind, um dich zu fragen, was ist dir auf dem Herz, um dir zuzuhören, um bei dir zu sein, von dir deine Identität zu bekommen, deinen Auftrag und die Kraft, die wir brauchen.
Wir wollen dich jetzt anbeten, weil du es verdient. Du bist der grosse Gott, der mit uns dein Reich bauen will. Amen.